Es war einmal eine Hausstaubmilbe, die hat in einem Teppich gewohnt. Irgendwo in der Schweiz, in irgendeinem Haus oder irgendeiner Wohnung. Vielleicht genau in dem Teppich, wo du gerade drauf hockst. Nach dem Abenteuer in Indien, wo sie mit dem Flugzeug hin und mit dem Schiff zurück ist gekommen, hat die Heldenmilbe noch einmal richtig wissen. Sie hat noch einmal so richtig hoch raus wollen. Es war eine warme Sommernacht und die Milbe ist vor der Stubentür aus Glas gehockt und hat an den Himmel hochgeschaut. Und mitten in dem sternenklaren Himmelszelt ist der Vollmond gehangen. Hell und rund wie ein Aufbachbrötli. Die Milbe hat ihn mit grossen Augen angehimmelt und hat sich gefragt, wie ist es echt da oben? Gibt es echt auf dem Mond auch so schöne Teppiche? Und Menschen und Tiere? Sie hat zwar auch schon gehört, dass es dort oben nichts gäbe, gar nichts. Aber nichts, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Und schon hat sie den kühnen Entschluss gefasst, gerade mal selber nachzuschauen auf den Mond. Aber wie dort raufkommen? Das beste Flugzeug wäre nicht imstande, bis auf den Mond zu fliegen. Soviel sie weiss, haben das bis jetzt nur Raketen geschafft. Aber wie kommt man zu so einer Rakete? Aber gerade, wo sie das gedacht hat es plötzlich einen ohrenbetäubenden Knall gegeben, ganz in der Nähe. Und jetzt hat es die Milbe gesehen. Der Bub von Hugentoblers ist auf der Terrasse gestanden und hat schon die nächste Rakete gezündet. Es war nämlich 1. August. Und ringsherum sind jetzt immer mehr 1. August-Raketen mit einem riesigen Getöse in den Nachthimmel hochgeflogen. Wenn das keine Einladung ist. Und schon ist unsere Milbe mit strammen Schrittchen Richtung Terrassen unterwegs gewesen. Dort sind schon ganz viele Raketen im Rasen gesteckt. Die Milbe hat die nächste angepeilt, hat sich durchs Dickicht von Rasen gekämpft und ist an dem Holzstöckchen aufgeklettert und hat sich oben angekommen, an der Rakete festgekrallt, wie eine Hausstaubmilbe in den Teppich, wenn der Staubsauger kommt. Und schon hat der kleine Hugentobler die Zündschnur gezündet. Tss, hat es gemacht. Es hat einen kurzen Knall gegeben. Und dann ist die Rakete wie der Blitz von dem Starthölzli abgefeuert worden, dass unsere Hausstaubmilbe vom Druck gerade ohnmächtig ist worden. Wo sie wieder zu sich ist gekommen, hat sie blinzelt und umgeschaut. Zuerst hat sie gemeint, sie sei in einer Kiesgrube gelandet. So hat das auf den ersten Blick ausgesehen. Aber dann hat sie sich daran erinnert, dass sie ja auf dem Mond wollte. Und jetzt hat sie es auch gesehen, dass das nicht einfach eine hundskommune Kiesgrube war, sondern ein regelrechter Krater. Aber kein Krater in einem Vulkan irgendwo in Italien oder auf Hawaii, sondern tatsächlich ein Krater auf dem Mond. Ein Mondkrater. Wow! Jetzt hat die 1. August-Rakete unsere Milbe doch tatsächlich auf den Mond geschossen. Sie ist die erste Hausstaubmilbe auf dem Mond. Sie hat die ersten zaghaften Schritte gemacht und hat mit einem Kogen Stolz in der Brust gesagt: «Ein kleines Schrittli für mich, aber ein grosser für die ganze Milbenschar.» Und dann hat sie die Erde gesehen. Eine blaue, friedliche Kugel, mitten in dem riesigen, schwarzen Universum. Sie konnte fast nicht glauben, dass irgendwo auf dem Planet die Schweiz ist. Und irgendwo in der Schweiz das Haus von Hugentoblers und dort innen ihren Teppich, wo sie zusammen mit ihren Tausenden von Milbenkameraden lebt. Und jetzt ist sie Hunderttausende von Kilometern entfernt von daheim. Dagegen war Indien ein Katzensprung. Aber es ist leider wirklich so, dass es ausser ihrer rein gar nichts auf dem Mond. Nur Sand und Stein und ein paar Felsen. Eine ziemlich karge, öde Landschaft. Das einzige Schöne ist die prächtige Aussicht auf die Erde. Aber so eine schöne Aussicht hat Milbe natürlich am liebsten mit jemand anderem geteilt. Aber eben, sie war Mutterseelen allein. Hat sie gemeint. Weil nach einer Weile
hat Milbe, ganz versunken in der Betrachtung der Weltkugeln, neben sich etwas gehört scharren. Und da hat sie es auch schon gesehen. Gerade neben ihr hat sich etwas aus dem Mondsand herausgegraben. Zuerst hat sie nur so etwas Flaches gesehen, aus dem Boden herausragen, so etwas wie ein Rückenpanzer, etwa 10-mal so gross wie sie. Dann ist ein Kopf zum Vorschein gekommen und ein paar Beine. Es war ein Käfer. Auf dem Mond. «Willkommen auf dem Mond!» hat das Tier gesagt. Die Milbe hat ihre Freude kaum fassen. «Hey, wer bist denn du? Woher kommst denn du?» hat sie den Käfer gefragt. «Ich bin Mondwanze. Ich wohne hier.» «Was? Ein Mondwanze? Da gibt's also doch Lebewesen? Es gibt also Tiere auf dem Mond? Ich habe gemeint, da gäb's nichts als Sand und Stein.» «Das hast du sicher gehört von irgendwelchen Menschen. Aber Menschen wissen eben auch nicht alles. Was meinst du, wer die ganzen Muster und Formen auf dem Mond gemacht? Die Krater und die Löcher? Sicher nicht Wind oder Regen. Gibt es nämlich beides nicht da oben. Wir haben gar keine Wetter. Nein, das machen wir Mondwahnsinn. Wir wühlen Mondsand auf und machen so die schönen Zeichnungen auf Mondoberfläche, die ihr von Erde aus seht. Wow, und das machen ihr den ganzen Tag? Das ist aber sicher anstrengend. Ja, aber weißt du, wir fressen ja gleichzeitig. Wir fressen uns der liebe lange Tag durch den Mondsand. Ja, wir leben von nichts als Sand. Nicht einmal Luft brauchen wir. Ja, hat ja auch keine Luft da oben. Was? Es gibt keine Luft da oben? Darum hat unsere Milbe schon von Anfang an Mühe mit Schnaufen. Und wo sie jetzt den Grund dafür vernommen hat, ist sie vor Schreck gerade wieder ohnmächtig geworden. Irgendwann ist sie wieder aufgewacht. Und wo sie aufgewacht ist, hat sie wieder blinzelt und umgeschaut. Jetzt war kein Mondsand mehr herum, kein Krater und keine Mondwanze. Jetzt ist sie im Gras gelegen, genauer genommen im Rasen vor der Terrasse bei Hugentoblers. Und neben ihr ist ein Holzstückchen gelegen, das am einen Ende ein bisschen verkohlt war. «Oh nein!» Jetzt ist es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja klar, sie hat das alles nur geträumt. Sie war gar nie auf dem Mond. Sie ist die ganze Zeit im Garten vor dem Haus gelegen. Sie ist keinen einzigen Millimeter in Richtung Mond geflogen, sondern wahrscheinlich gerade beim Start dieser Rakete, von dem enormen Druck, hinter sie ab der Röhre gefallen und ohnmächtig liegen geblieben. Und das ganze Erlebnis auf dem Mond, die Begegnung mit den Mondwanzen, war alles nur ein Traum. Sie war natürlich schon ziemlich enttäuscht. Es hat doch alles so echt gewirkt in dem Traum. Jetzt hat sie überlegt, was sie machen soll. Und dann hat sie einen Entschluss gefasst. Sie ist wieder ins Haus hinein, zurück in den Teppich zu ihren Kollegen. Und obwohl sie nur ein paar Stündchen weg war, sind alle zusammengeströmt, die sie unsere Milbe gesehen haben. Und sie haben sie aufgefordert, auch ihr 5. Abenteuer von Anfang an bis zum Schluss zu erzählen. Und das hat sie auch gemacht. Sie hat erzählt, dass sie mit der 1. August-Rakete auf dem Mond ist. Und dass es gar nicht stimmt, was die Menschen sagen, dass es dort oben kein Leben gibt. Dass sie nämlich einen Mondwanze getroffen hat. Alles das hat sie ihnen in allen Details erzählt. Nur eins hat sie ausgelassen. Dass das Ganze nur ein Traum war. Dass sie gar nicht auf dem Mond war, das hat sie ihren Kameraden nicht verraten. Warum auch? Sie wären nur enttäuscht gewesen. Das letzte unglaubliche Abenteuer von unserer Hausstaubmilbe hat sich aber auch in anderen Teppichen in diesem Haus herumgesprochen. Im ganzen Haus war sie weltberühmt gewesen. Und von da an hat sie aber auch endgültig genug von Abenteuerreisen. Sie hat alles erreicht, was man erreichen kann. Sie hat alles gesehen, was sie sehen. Und jetzt hat sie nur noch eins wollen. Sie hat nur noch daheim bleiben. Daheim in ihrem Teppich, irgendwo in der Schweiz, in irgendeinem Haus oder irgendeiner Wohnung.
Vielleicht genau in dem Teppich, wo du gerade drauf hockst.